Vor ungefähr 9000 Jahren, nach der letzten Eiszeit, entwickelten sich in ganz Europa gemäßigte Laubwälder. In dieser Epoche, welche auch als Mittelsteinzeit oder Mesolithikum bezeichnet wird, durchstreiften Jäger mit Pfeil und Bogen unsere Gegenden. Ihre Lebensgrundlage war das Jagen, das Fischen und das Sammeln. Das tägliche Leben und die Bestattungsriten der damaligen Menschen bleiben uns jedoch größtenteils unbekannt. Allerdings in Luxemburg, im Tal der Schwarzen Erns, sind am Fuß der schroff abfallenden Sandsteinfelsen verschiedene außergewöhnliche urgeschichtliche Begräbnisstätten erhalten geblieben. Unter den freigelegten Funden und Befunden in der Nähe des Bächleins Lochbourg ist eine Brandbestattung hervorzuheben, deren Untersuchung erstmals erlaubte, die Bestattungsriten und Rituale der ausgehenden Mittelsteinzeit zu rekonstruieren. Bei den Ausgrabungen, die Nicolas Till, Lehrer aus Heffingen, sowie Marcel Heuertz, Anthropologe und späterer Direktor des Naturkundemuseums, 1935 an dem Lochbourg genannten Ort durchführten, wurden Brandreste freigelegt. Eine Datierung einer Knochenprobe mit der C14-Methode ergab ein Alter von beinahe 7000 Jahren vor Christus. Die von ihren Entdeckern als Feuerstelle bezeichnete Grabgrube enthielt Holzkohle, verschiedene verbrannte Tierknochen sowie den Leichenbrand einer menschlichen Brandbestattung. Jüngste anthropologische Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um eine erwachsene Person handelte, um genauer zu sein, um eine ältere Frau. Eine Besonderheit dieser Brandbestattung ist das Vorhandensein mehrerer Einritzungen und Kerben an den Schädelknochen, die bislang einzigartig sind. Diese Ritzungen sind nicht zufallsverteilt, sondern auf bestimmte Stellen konzentriert. Sie befinden sich genau an Muskelansätzen, an denen die Kopfhaut ansetzte. Diese Ritzspuren an den Schädelknochen rühren von einer scharfen Silexklinge her. Sie legen die Vermutung nahe, dass man den Körper, bevor man ihn dem Feuer übergab, vorbereitete. Es handelt sich also sehr wahrscheinlich um ein bewusstes Totenritual, das eventuell darin bestand, die Kopfhaut abzuziehen. Dieses spezielle Totenritual, das heißt die Abnahme der Kopfhaut und das anschließende Verbrennen des Leichnams, sind nun allerdings nicht mit Kannibalismus zu verwechseln. Zusätzlich war die Dame von Lochbourg auf ihrer letzten Reise mit einigen fossilen Schneckengehäusen vom Typ Baiana lactea geschmückt, die aus den Tertiärvorkommen des Pariser Beckens, ungefähr 200 Kilometer westlich von Lochbourg, stammen. Die Feuerbestattung von Lochbourg ist offensichtlich ein seltenes Beispiel für Totenrituale, die in Nordwesteuropa in der Zeit um 7000 vor unserer Zeitrechnung praktiziert wurden.
Die Bestattung kann dem Ende des Mittelmesolithikums zugerechnet werden, und zwar einer Kultur von Menschengruppen, die sich vorzugsweise im Bereich von Maas, Rhein und Schelde aufhielten. Die Brandbestattung von Lochbourg ist derzeit die älteste auf Luxemburger Territorium. Die neueste Untersuchung dieser außerordentlichen Brandbestattung auf europäischer Ebene wirft also ein neues Schlaglicht auf die Komplexität der Totenrituale, die die mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler vor 9000 Jahren praktizierten.